Und bitte. Boah, wir haben genau 300 Starcoins. Es ist amazing, das wird ja sagen. Wow. Was ein Zufall. Und damit willkommen zurück. Wir starten eine neue Session, wie man offensichtlich sieht. Es ist ein anderer Tag für euch, nur 2 Tage später. Oder? Sonst 2 Tage? Ja, weil wir haben jetzt die Donnerstagsfolge, so wie ich das jetzt richtig habe, und zwar ist das die 25. Und wir kämen dann in die Welt E, oder? Oder was für F? E. Waren die Bomben. Stimmt, genau. Perfekt. Aber jetzt machen wir erstmal hier Starry Skies fertig. Spaceship. Super. Das schaut aber geil aus. Okay, jetzt Aber müssen wir erstmal schauen. die Sterne So. haben irgendwie Wer ist dran? nicht so die Fresse, höchste ey. Auflösung. Ich bin dran, Bitches. Carina, das ist eine Unschärfe nach hinten, weißt du? Der Fokus liegt ja auf uns. Ja, aber man merkt ja, ob was unscharf oder pixelig ist. Alles, Mann. Erstmal eine Bumsattacke. Ja, das pflege ich auch immer zu sagen. Wir kommen da nicht durch. Nein, das tun wir nicht. Oh nein. Oh ja, du kennst jetzt schon wieder auf die Lauscher. Nein, nein, du Vollidiot. Oh, schau mal, da kann man bumsen. Also, Mann. Kunst und Welt eh nur genug bumsen. So nämlich. Ja, ich so, okay, mal, ich hab's schon verstanden. Aber der Drift, finde ich am Boden, der ist schon cool, den er manchmal hinlegt. Stompit. Ah, ja. Das war jetzt irgendwie ein bisschen... Enttäuschend, oder? Ja, vor allem, weil man auch von der Seite auch rüber keiner hätte, gell? Ja, Mann. nun wird es mir klar. Na! Und sie wurde attackiert. Eyo, eyo. Sie hat alles schon probiert. Eyo. Oh. Das klang nur, das kann oder? knapp werden. Ah, ja. Verdammte Scheiße. Nun. Da sind wir wieder. Was für eine Scheißsituation. Oh no. Oh, 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 oh. Heiß, heiß, heiß. Ja, es ist jetzt irgendwie blöd. Wir kriegen Ja, sie, ich wir glaube, kämen wir immer zurück. müssen wieder tatsächlich aufgehen. Ja, ja, ich glaube, das müssen wir. Ups. Kurz mal rein, bitte. Scheiße. Ja, Mann, ich kann die Blase machen. Ich weiß. Okay. Darf ich dir mal was Lustiges erzählen? Ja. Ja, okay. Was soll ich denn tun? Oh, ist das jetzt meins? Gönn dir. Was ist denn so lustig in deinem Leben? Das ist auch lustig in deinem Leben, das ist vor allem lustig in diesem Projekt. Mama, okay. Na, du glaubst es mir jetzt nicht, aber ich schwör's dir, ich enttäusche euch jetzt nicht, Leute. Denn Jetzt ist die Latte ganz schön hoch. wir haben wieder einen Kommentar gekriegt. Oh nein. Und zwar vom guten Yupahi. Grüße bitte, schon wieder. Diesmal hat er aber nicht unter diesem Projekt kommentiert, sondern unter unserem alten New Super Mario Bros. Wii. Okay. Wir müssen vielleicht den anderen Gegner hier extrahieren. Aber so, dass wir nicht den anderen plöbbeln. Fuck! Das gibt's nicht! Daran bin jetzt nicht ich schuld. Damit habe ich nichts zu tun, Leute. So, ich wusste doch, da ist noch einer. Ach so. Du hast zu Unrecht, Blase, getan. Du hast wieder einen Tod für mich frei. Ja, pass mir auf, wir müssen... Ich opfer mich! Geh weg! Geh weg! Aber los. Aber los. Aber so richtig los. Aus Sicherheitsgründen. So. Wir haben einen Kommentar gekriegt und es handelt sich immer noch vom Thema her um das Das ist ja Stern-Theme. insane, aber die singen nie wieder hier drin in diesem Projekt. Das zirkt sich so durch. Okay, pass mir auf, weil ich spiele euch jetzt gleich ein kleiner Clip, ey, aus Folge 7 von New Super Mario Bros. Wii.
finde den Sternsound von, ich glaube, 64 war das, gell? Voll cooler. Du findest den Sternsound von 64 viel cooler? Ja. Hä? Ja, diese. Das ist ja dann kein Sternsound. Hä, doch, das ist doch der Sound. Fliegersound ist das, Alter. Hä, nein. Das ist doch der Sound, der kommt, wenn man einen Stern haut. In 64 gibt's keinen Stern. Dir konnte ich es nur verzeihen jetzt. Ja, das ist richtig. Denn du hast irgendwann mal da gesagt, yo, du findest das Stern-Theme von Super Mario 64 so geil. Du findest das halt wesentlich besser. So. Ja. Und dann daraufhin habe ich pausiert und war nur so perplex und habe gesagt, es gibt kein Stern-Theme in Super Mario 64. Sondern das ist das Flieger-Theme, also mit der Fliegermütze oder mit der Unsichtbarkeitsmütze. Ja. Oh. Ungut. Genau, und jetzt muss ich kurz mal aufmachen, den Kommentar. Er schreibt, witzig, hier sagt Kari, dass sie das Starman-Theme von 64 summt, bezogen auf meinen letzten Kommentar unter Newer Super Mario Bros. Wii. Und richtig, in Super Mario 64 gibt es keinen Stern. Das Theme heißt offiziell Powerful Mario für Flug- und Unsichtbarkeitskappe, so wie ich ja vorher schon gesagt habe. Und jetzt kommt's, aber es wurde in New Super Mario Bros. Für den DS für den Stern reused. Deswegen wahrscheinlich die Verwirrung. Daher kommt es. Jetzt meine Frage an dich. Bist du blöd? Hast du die ganze Zeit einfach an New Super Mario Bros. DS gedacht? Hast du das so viel gespielt? Ich hab das schon voll gespielt und ich hab's wahrscheinlich einfach verwechselt, weil ich hab Super... Da war ein Bob-Arm. Du musst es doch wissen mittlerweile. Das ist die Vorbereitung auf die nächste Welt. Also ich glaube, dass es vielleicht nicht so blöd ist, wenn man nicht einmal gleich alles postet, was geht. Das ist auch mein Lebensmotto. Ja, fuck man, wir müssen schon wieder... Ich mach einfach gleich. Ja, das heißt, ich hab einfach... Mein Gehirn hat das miteinander verknüpft, weil ich hab ja Mario 64 nur auf dem DS gespielt. Ich kenne es ja auf dem 64er gar nicht. Das ist richtig. Und ich hab Bros auf dem Nintendo DS gespielt. Ja, also eigentlich ist ja der erste Teil. Ja. Da haben sie das nochmal hergenommen und dann haben sie andere Mucke verwendet. Das ist natürlich... Das gibt's nicht, Mann. Warum hast du nicht schon wieder so? Weil es nicht anders geht. Das geht sowas von anders, Mann. Schau. Oh, der macht gleich Bumm. Also das sind jetzt mehrere. Da haben wir auf jeden Fall an 3. Ui. Den müssen wir erstmal ein bisschen differenzieren. So, jetzt los noch mit frei. Also. Na, ja, der muss weg. Oh, okay. Das ist schon richtig so. Hey, aber ein Becher! Ja, klar. Ah. Das war so knapp. Der ist irgendwie schneller explodiert, als ich gedacht habe. Das geht nur, oder? Ja, ja. Leute, da ist schon dieses Oil. Ja, Alter, das Rätsel hat sie gelöst. Ja, geht, danke für die Aufarbeitung dieses Themas, vor allem mit dem Blick in die Vergangenheit jetzt nochmal. War schon echt cool. Nice, weil wir hätten es nicht mehr gewusst. Na, ich war nie drauf gekommen, woher diese Verwirrung bei mir kommt, weil ich bin ganz froh, weil ich habe jetzt lange Zeit gemeint, ich bin einfach wirklich, wirklich dumm. Nein! Oh Mann. Das kann man auch wieder so schön klippen. Bestätigt. Ich habe lange Zeit gemeint, ich bin wirklich dumm. Nee. Jetzt probierst du mal, ohne dass du mir das andere wegschnappst. Ah ja, vielen Dank. Mhm. Oh. Nimmt sich eh nix. Okay. Hätten wir das wieder. Ja, wie cool. Aber grundsätzlich finde ich es natürlich eine wahnsinnige Idee für... Wie heißt der Kommentarschreiber nochmal? Jupahe. Genau, für Hyperhair. Dass, wenn man dieses Projekt hier enjoyt und cool findet, dass man da einfach in unser altes Projekt auch noch reinschaut. Safe, Leute, es lohnt sich. Wir waren seid zwar so jünger. smart wie er und macht das. Das ist jetzt Arschub. Wie alt ist das? Drei Jahre her oder so? 2021. Das, ja, okay. Spannende Lage, ne?
Ja Mensch, was machen wir denn hier? Wir halten uns hier auf. Weil es ist ja völlig Wumpe. Oh, schau mal, du musst da runter. Ah. Aber das schaffst du. Oh ja, das schaffe ich ja direkt. Also. Oder? Naja, Einfallswinkel, Ausfallswinkel. du musst halt auf so eine Kugel springen. Ja, ich hab nur die Cheate. Du kannst es, glaube ich, auch so schaffen. Bin mir recht sicher, du schaffst es. Relativ sicher. Mhm. Aber ich finde es jetzt echt nice zu wissen, dass das in New Super Mario Bros. DS halt auch so war. Naja, Ja, vielleicht soll ich es mal probieren, weil du hast jetzt gleich keine Leben mehr. Aber Ich spring mal zur Sicherheit runter und du bleibst hier, du wartest hier. Okay. und die Blase dann. Na, dann darfst du es nicht nochmal probieren, weil das war dumm. Okay. Du konntest es ja nur mal probieren, aber kurz bevor du genau. verreckst, nur mal Blase tun. Ja, also. Leute! Mit dem Ultimatum-Gesetz geht's auf Ober. Ah, nein. Oh mein Gott. Oh, Die schnell. holen wir, die brauchen wir. Oh yeah! Ich finde die Polarlichter oben sehr schön, wobei man wahrscheinlich gar nicht mal Polarlichter sockt in der Nähe an die Galaxie. Also, wenn man schon im Universum ist, oder? Was ist da nur Polarlichter? Leute, ernsthaft? Ich hab keine Ahnung. Aber ich finde es auch sehr schön. Die sind sehr, sehr krass bunt. Ja. Ja, Ludwig. Der macht immer so geile Geräusche, der Bur. Oh, das erinnert mich so an New Super Mario Bros. U. Oh, Time runs out. Da gibt es nämlich einen Fight mit Ludwig und Domtendo. Das ist so legendär, weil irgendwas hat er da gehabt, dass er da irgendwie einfach gefailt hat die ganze Zeit. Das war schon echt lustig zum Anschauen, das weiß ich noch. Ja, er hat uns Verrecken nicht hingebracht. Immer irgendein Scheiß passiert und dann war er so verunsichert die ganze Zeit, dass er irgendwann einfach, ich weiß nicht, an einer Bombe verreckt ist oder ja. Oder? Na, das war was anderes. Er haut nämlich Ich dann weiß immer irgendwann... an was er die ganze Zeit verreckt ist, aber er ist schon überdimensional früh gestorben. Irgendwann hat er dann geschafft in einem Re-Let's Play, in einem, wie sagt er, Reloaded sagt er mal gern, hat es dann geschafft, gegen Ludwig gut zu sein, aber dann hat er gegen Bowser Jr. verkackt. Das war das mit der Bombe, wo ich im Kopf gehabt habe. Okay, you've gotten everything in Starry Skies. Das ist schon mal sehr gut. Jetzt machen wir noch ein paar fette Moonjumps und schleudern uns weg. Ich frag mich halt, Oh, die haben das echt so gemacht. Das ist total cool. Okay, Die finale Welt 8. Welt 8. Wie heißt die ist die Frage? Cooper Planet. Oh, geil. So ein eigener Planet einfach. Geil. Jetzt schauen wir trotzdem mal kurz in die Starcoins. Oh, schaut das geil aus. Das schaut auch geil aus. Okay, aber... Ja, A haben wir, B, C, D... Und jetzt kommt E. Baby. Mit die Bomben. Wo gehen wir jetzt hin? Gehst du mal zu die Bomben? Was denn? Findest du nicht? Du hast im Hintergrund nur Platz für was? Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute! Was ist passiert? Ich darf jetzt gerne auf Fullscreen schalten, warum ich das mache. Kurz Moment, bitte. Hallo Leute. Findest du nicht der Hintergrund, doch da noch was hinpassen, gell? Und Ja, man das muss, ist ja auch. dazu muss man sagen, wir sind jetzt nicht perfekt dafür ausgelegt, weil wenn ich halt allein spiele, habe ich auf der linken Seite hier den Kollegen, Ja. und auf der rechten Seite mein Logo. Das stimmt. Du bist genau im Weg. Genau, mein Logo. Und drüber natürlich das On-Air-Schild, das ich letztes Jahr von der Carina gekriegt habe. Mhm. Und dieses Jahr kriegt er natürlich auch was von Carina. Ich habe vor langer Zeit Geburtstag gehabt. Also wir haben Mitte Februar jetzt da die Song. Ja. Und er hat vor einem Monat Geburtstag gehabt. Ich habe Mitte Januar Geburtstag. Ja. Anfang Mitte. Ja, also relativ vor einem Monat. Genau. Und eigentlich wollte ich es ihm zu Weihnachten schenken, aber es ist ja jetzt eigentlich auch schon wurscht. Okay, das ist Und schon. deswegen zum Geburtstag. Danke! Okay, also wie du schon sagst, ist was für den Hintergrund. Ich hab's nicht einpackt, weil ich finde, das war irgendwie... Oh mein Gott. Es ist weich. Es ist weich. Ich versuche kurz zu ertasten.
Ding ist, es ist halt ein fetter Dutch und man sieht eigentlich voll gut ein. Also ich konnte es dir noch nicht sagen, von dem, was ich ertaste. Ich tue es mir kurz aus. Ja. Fetter DK am Start, Leute. Dicke. Jo, ey, der schaut ja geil aus. Der hat ja die Nasen-OP nur. Die Nasen-OP? Okay, brauchst du die Tüten noch? Die Darts-Vitamin, wenn du Okay, perfekt. Geil. Alter, fetter Plüsch-DK. Hey, das ist ja richtig geil. Cool, gell? Danke, Mann. Das passt perfekt zu diesem Fass da hinten. Ja, genau, das haben wir nämlich auch gedacht, weil erstens Mario ist ja grundsätzlich ein DK-Fan oder der DK himself. Sie möchte damit sagen, ich bin ein Affe. Ja, das Scheiß Affe. stimmt. Jo, der schaut doch voll geil aus. Ja, haben wir Ah, nicht das- gedacht. Das Fell fühlt sich echt nice so. Ja, und das ist original. Oh lol, Schulde das ist, aus seinem Arsch hängt Super Mario. Also, da ist so ein Papa, da steht Super Mario. Nein, du hast Mario im Arsch. Also das ist ein offizielles Nintendo-Produkt oder wie, oder was? Ja, ich denke. Krass, tatsächlich. Das ist offiziell von Nintendo. Geil, Mann, danke. Ey, der ist echt geil. Cool, aber ich hab echt denke, du kannst den echt in den Hintergrund einfach nur Hooker. Ja, du musst ja mal schauen, weil da ist recht staubig. Irgendwo. Ja. Richtig die Special-Folge. Das ist ja richtig geil, der kommt so ins Thumbnail. Perfekt. Ich werde hier voll ausgestattet die ganze Zeit für den Hintergrund oder keine Ahnung. Ich weiß, wo ich den jetzt gerade schon hinguck. Oh, das ist episch. Geil. Leute! Voll das falsche Projekt, aber danke. Als nächstes kommt Tiny Kong. Jo! Warum den Tiny ja grad? Soll nicht. Hat ihr ein Upgrade gekriegt, hab ich gerne. Die ist gleich gefühlt nur zu 2 Spielen irgendwie vorgekommen. Und im ersten Dom ist in Donkey Kong 64 quasi halt noch Kind, sagen wir so. Und irgendwann war sie halt Teenager-mäßig, ein bisschen älter und hat dementsprechend ein Upgrade gekriegt. Jeder hat sich gefragt so, the fuck? Naja, Okay, darum soll es jetzt nicht weitergehen. Wir spielen hier New Super Mario Bros. Wii. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann gerne abonnieren und die Glocke aktivieren. der hockt genau zwischen uns. Das Ich ist weiß, voll cool. ich weiß. So, ab in E. Bombshell Bridge. Ich habe die ganze Zeit schon sehr viel Bock gehabt auf die Welt. Sag dir, was ist. Ja. Ich bin jetzt dran. Und auf das freue ich mich. Karinas Controller hat sich kurz ausgeschalten. Hol dir mal die Fliegemütze schnell. Gut. Und rein, du. So, aber denk dran, nicht zu hastig propellern. Oh nein. Scrolling. Vielleicht Das, ist hastig hier doch das richtige Stichwort. naja, ich meine halt, weil wegen die Starcoins. Und ich muss so schnell wie es geht. Ja. Carina! Das war ja, ihr wollt. Das war ja. Ja, Ja. toll. Ich hab's auch noch. Also, Ich war jeden Fall sehen. Hey. 20. Jubileo. Gut, ja. Ich hätte gerade echt gern so Stats da, wie lang die 10 Extraläufe her sind. Ja, das kann nicht so lange her, glaube ich. Nein! Den will ich nicht! Ach Mann! Ich brauch den! Scheiße! Los mich vorgehen! Okay. Digga! Au. Ich hätte jetzt gerade richtig viel Bock auf True Crime. Uiuiuiui. Was erwartest du dir vom neuen Mario Kart? Was darfst du gerne dabei haben? Oh, das ist eine sehr gute Frage. Mario Kart. Weil es werde definitiv ein neues Mario Kart geben. Ja. Darum, da kämen die nicht drum rum. Dieser System Seller, das ist das meistverkaufte Game auf der Switch. Brauchen wir nicht drüber reden. Ja. Also auf jeden Fall ganz früh neue Strecken. Und Nimon, dieses Konzept, dass du Item natürlich auch wieder remakest. Die Frage ist nur, ich hab überhaupt nicht... Super.
Was denn? Ich habe überhaupt nicht im Kopf, wie Na viel. toll. Ja gut. Ich versuch's zumindest. Wie kommt man da hier? Bomben, Bomben. Wir müssen bomben. Ja? Was hast du in dem Kopf? Erzähl's mir. Ich habe nicht im Kopf, wie viel alte Strecken es überhaupt noch gibt, die noch gar nicht irgendwann geremaked wurden. Das war sie an, da können wir kurz. Na okay. Ich bin schon aufgekommen, alles gut. So. Deswegen. Es gibt schon noch einige, die wo sehr gefragt gewesen wären für den Booster-Streckenpass. Mhm. Weil das war ja so eine Zeit, wo jeder halt irgendwie predikten wollte, was jetzt dann noch rauskommt oder Ja, wo jeder und dann Bock drauf waren gehabt vorhin hätte oder im was. Gespräch. Und dann waren teilweise richtige Scheißstrecken dabei. Teilweise Strecken nicht richtig umgesetzt, weil technische Limitationen und so. Hoppla. Aber dafür halt leider nicht die Fan-Favorites. Mhm. Warum auch immer. Ich weiß nicht. Vielleicht wollten die den Ball flach halten und nicht den Überhype produzieren, ich weiß nicht. Vielleicht wollten sie was für Mario Kart 9 Das kann natürlich gut sein. aufhalten. Also, Ja, gut. So, jetzt müssen wir gleich bomben, gell? Ich weiß nicht, oder mal wieder was richtig Innovatives an so Art Minigames, wo du halt auf dem Kart spielst. Oh, warte schnell. Oh ja, der ist es schon, Perfekt. Hab ich geballert. Okay, bitte nochmal. Oder irgendwas so richtig Innovatives, wo du an so Minigames oder so auf die Karts ballern kannst. Achso, so Cosmetics-Shit oder was? Ja, das hat mich noch nie so krass gecatcht, muss ich sagen. Ich bin eigentlich immer nur normal gefahren. Aber wenn du was Cooles machen hast. Also, du möchtest halt schon customizen, oder wie? Oder was? Customizen? Hä? Oder? Was hast du denn vorher jetzt genau gemeint? Diese Sachen wie so Ballonbalgerei oder so, das Ja. heißt so eine Art Minigames. Ach, du möchtest Minigames einbauen. Ja, okay. Ja, aber vielleicht heute kreativere, weil mir haben die noch nie krass gecatcht, die es so gab bisher. Weil das Ja. mit den Ballons schon ganz nett fand. Oder das mit den Sunshine. Ey, weißt du, wenn du sagst Minigames, wie war's denn mal mit diesen Rennmissionen, Mhm. die es ja am DS-Teil gegeben hat? Die war es ja nur da gegeben, soweit ich das weiß. Mhm. Den mal wieder zum Bringen, war so geil. Wie genau hat das ausgeschaut? Da hast du im Prinzip so eine Art Welt gehabt. Also, ich nenne es jetzt einfach mal Welt, weil da waren Untermissionen. Uppala. So zum Beispiel, erste Aufgabe, durchfahre alle 8 nummerierten Tore. Ja, okay. Oder besiege alle Gegner. Oder fahr Rennen gegen den und den so einer Zeit und bla bla bla. Und dann hat es halt immer Aufgaben. am Boss dann gegeben. Okay. So, wie hat es gegeben? König Bob-Omb, die Bullies, Mhm. Wiggler. Geil. Also richtig Mhm. kreative Sachen. Mhm. Die waren so geil und waren so geil in Szene gesetzt. Ja, das ist cool. Wo du immer mit unterschiedlichen Charakteren heute am Spielen müssen hast. Was mir auch gerade einfällt, ich weiß jetzt auf den ersten Blick nicht, ob sie es für Mario Kart wirklich krass gut eignen darf. Aber ich hau's es einfach mal raus. Ich finde manche Spiele sind schon auch cool, wenn du brauchst nicht den krassesten Story-Mode. Mhm. Aber so ein bisschen in der Art. Ein bisschen Mario Kart Story. Also, weil, ein Spiel, wo ich mir Achtung, denkt Achtung, hab, Achtung, Achtung. was, Cooper. ja, Aber heute abprallen lassen. Du musst schon wo einfach kicken. okay. Danke. Ein Spiel, wo ich mir denkt hab, am Anfang, warum Jo, hat es so einen Moment mal. Story-Mode? Ganz kurz mal. Seit wann das ist der Bombenbruder. Und keine Ahnung, ob der 2001 so beliebt war, aber. Ja, gut, okay. Ja, Was ein Joke. Mit dem World Trade Center hast du es aber alle. ja, bitte red weiter. Ein Spiel, wo ich mir am Anfang gedacht habe, warum hat es dann Story Mode? Das passt ja überhaupt nicht. Und den ich aber dann übertrieben gefeiert habe, war Olympische Spiele. Mario und Oh. Sonic. Der, Und zwar der- Winter Vancouver. 2008, glaube ich. Hat der einen Story Mode gehabt.
Was hast du denn jetzt gemeint? Ich hab das von 2012 in den. London gemacht. Ach so. Bei denen fand ich wirklich gut. Okay. Okay, gut. Winter habe ich den Story Mode nicht gespielt. Moment mal. Dann war das nicht dann 2008 gut, ist gar nicht gewesen dann. War das nicht Sochi? Nein, Nein, das war Sparta. Nein, das auf dem DS war schon Vancouver, nur das 2008 Ding, es war war nicht Beijing. 2008. Das war. 2008 war es ziemlich sicher Beijing. Also es gibt einen Unterschied zwischen Olympische Spiele und Winterspiele, ja? Ja, genau. Die, wo ich das meine waren die- Winterspiele, das heißt, die können nicht 2008 gewesen sein, weil, wenn Genau. du sagst 2012 waren die Olympischen Spiele, die sind immer im Vierjahrestag. Genau. Und ich meine aber jetzt, dass in 2008 So. die normalen Sommerspiele waren in Beijing für den DS. Weil das Spiel habe ich gehabt. Das war 8. Und dann Ja, habe okay. ich das für 3DS 2012 habe ich auch gespielt und da mal den Story Mode, den ich richtig cool fand. Weil du hast halt einfach deine Missionen gehabt, also hast du eine Story drumherum Möchtest du das gehabt. mal holen oder wie ist das? Ach, das ist ja mein Job. Ja. Du hast gerade irgendwie alles verballert, was du ging. Da kehren wir uns wieder. Nun ja. Okay, also 2008 Beijing. Und zu 12 habe ich die in London gespielt und ich habe den Story Mode übergefeiert. Nun. Okay. Weil du hast in London eine Story gehabt, wo Hoppla. irgendwie Dr. Eggman und so Das ist jetzt auftaucht natürlich ist. ganz famos gelaufen. Da oben sind viele Münzen. Ja, dann reden wir weiter. Da ist so Dr. Eggman auftaucht und ich glaube Bowser A und die wollten das halt ein bisschen vereiteln, so Klassiker. Und du hast halt einfach dann im. Was ist eine Röhre? Okay. Du hast halt dann einfach so als Teil des Story Modes hast du halt eben mit den Charaktere, die heute da gerade vor Ort waren und vorgeben waren, hast du halt dann einfach die verschiedenen Disziplinen spielen müssen. Und da hast du halt dann auch so verschiedene Missionen gehabt, so in der Disziplin, so beim Tischtennis, so keine Ahnung, spiel so und dann besiegst du den. Fuck, gib mir Geld. Fuck! Auf jeden Fall habe ich den Story Mode ganz cool gefunden. Obwohl ich mir erst gedacht habe, dass das Spiel, wo das überhaupt nicht einpasst, weil du spielst es ja nur so. Komm, ich weiß das leider nicht, von wegen Story Mode oder was weiß ich. Ich weiß halt nur den einer Story Mode in vom DS, die Winterspiele. Weil, weil über den reden alle. Mhm. Super. Über den reden alle und ich konnte es auch nur so bestätigen. Ja, moin. Stark. Leben noch! Gehst du weg. Okay, ich weiß eigentlich, was erwartet habe. Kommt da noch was? Also das war eigentlich nur so... Also damit wollte ich eigentlich nur sagen, dass die das bei die Olympic Games, ich finde es nämlich vergleichbar mit Mario Kart, weil du zockst halt da deine Disziplinen und da ist eigentlich keine Story dabei und so. Du spielst mit Leid. Und deswegen, weil mir das bei die Olympischen Spiele so überrascht hat, dass es so cool war, kann ich mir das eigentlich auch bei Mario Kart vorstellen, dass du halt dann irgendwie in deinem Kart einen Gegner bekämpfen kannst oder so, oder du fährst halt wo Rennen oder so, A nach B. ja eben, dann sind wir wieder bei den Rennmissionen, die wo ich vorher erklärt Ja, habe. genau. Das war halt schon das Prinzip. Das kann man halt mit einer Story theoretisch verbinden. Stimmt, Rennmissionen mit Story. Das war eine Idee. Da die auch sagen. Dann war ich eigentlich schon glücklich. Also wenn das dazu kommt, ganz normal dann wieder dieser Schlachtmodus und halt Ja. eben geile neue Strecken. Wie viel das dann sein werden, wissen wir nicht, gell? Das ist für die Sache. Weil es waren ja eigentlich dann immer für gewöhnlich 8 Cups. Aber noch im Ja. letzten Game, you don't know. In der nächsten Folge reden wir noch mal ein bisschen weiter. Ich habe noch mal ein paar Punkte, wo man ansprechen kann. Bewertung nicht vergessen. Die nächste Folge findet ihr in der Endcard, sobald sie online ist. Und bis zum nächsten Mal.